Doch zunächst reisen wir in die drittgrößte Stadt Spaniens, die mehr zu bieten hat als Apfelsinen und Paella. Valencia. Valence. Mit futuristischer Architektur von Santiago Calatrava hat sich die Stadt auf die Welttourismuskarte gesetzt, mit Korruption und Schulden auch in Verruf gebracht. Jetzt hat die UNESCO Valencias Traditionsfest Las Fallas zum Weltkulturerbe ernannt. Das wird gefeiert. Die höchste Repräsentantin des Festes ist eine Frau, die Fallera Mayor. Dafür begeistern sich die Valencianerinnen. Unter ihnen alle Falleras aus den vergangenen Jahren. Ich selbst hatte das Glück, einmal Fallera Mayor zu sein. Aber die Fallas sind viel mehr. Da arbeitet ein ganzes Volk ein Jahr lang dran. Deshalb sind heute alle hier, um schließlich die Fallas-Figur zu verbrennen. Meine Eltern sind Deutsche, aber mein Herz ist eigentlich in Spanien, denn ich bin in Spanien aufgewachsen, habe hier Architektur studiert und als ich mit dem Studium fertig war, ging es noch 1, 2 Jahre und dann war es Schluss. Was war? Krise. Es gab keine Arbeit mehr. So, das ist der Platz, an dem ich mich super gerne aufhalte. Schaut mal auf den Boden. Hier wird Marmor verarbeitet. Man fühlt sich hier ganz speziell. Man fühlt sich fast wie ein Palast. Es ist zwar ein Außenraum, aber man benutzt die Materialien eines Innenraumes. Hier wurde die Stadt gegründet von den Römern und noch heute spielt sich eigentlich das Leben der Stadt hier ab. Das ist das Schöne, denke ich, an der valencianischen Kultur. Man lebt auf der Straße. Der öffentliche Raum ist wahnsinnig wichtig um das Zusammenleben, der Zusammenhalt. So kann man auch nur verstehen, dass trotz der Krise es keine großen Aufstände gegeben hat. Das ist Valencia. Valencia ist so. Wir sind sehr extrovertiert, sehr optimistisch. Das valencianisch Prunkvolle sieht man auch in der Architektur. Wir zeigen, was wir haben. Wir genießen das Leben und alles, was das Land hergibt. Wir sind so etwas wie das europäische Kalifornien. Aber nicht alles ist lustig. Hier wird hart gearbeitet. Wir hatten eine heftige Krise. Die hat die Stadt und besonders die Frauen getroffen. Die Frauen haben dabei das Schlimmste durchgemacht. Ich bin Schriftstellerin und habe darüber geschrieben. Geschichten und Romane über arbeitende Frauen in Valencia, die für ihren Aufstieg als Unternehmerinnen hart bezahlt haben. Guten Tag, Ihre Bestellung. Chocolate con churros. Danke, sehr gut. Guten Appetit. Vielen Dank. Diese Schokolade ist typisch für die Stadt. Sehr heiß, man verbrennt sich fast. Die Schokolade ist wie die Stadt, nicht dünnflüssig, leicht oder durchsichtig, wie man sie in Frankreich oder Deutschland serviert. Hier ist sie dick, reich und kräftig. Valencia ist eine Flussstadt. Leider gab es immer große Überschwemmungen und in den 50er Jahren entscheidet man einfach, den Fluss umzuleiten. Als man dann versuchte, hier eine Autobahn reinzubauen, wurde das verhindert und letztendlich haben sich die Valencianer für einen Flusspark entschieden. 9 Kilometer lang, wohl das beste Naherholungsgebiet Valencias.
Valencia hat sich immer hinter Madrid und Barcelona so im Schatten gefühlt. Und als dann die Bonanza-Zeit war, als hier das Geld richtig floss, da hat man einfach mal gesagt, jetzt legen wir aber hier mal richtig los. Santiago Calatrava, der hier in Valencia geborene Architekt, wurde beauftragt, diese Stadt zu bauen. Die Stadt der Wissenschaften und Künste. Eine faszinierende Architektur, fühlt sich wie auf einem anderen Planeten. 1,2 Milliarden hat das Ganze gekostet. Das musste Valencia noch lange abzahlen. Aber der Valencianer kommt hier normalerweise nicht her. Es ist mehr eine Stadt, eine Vorzeigestadt, wo die Touristen herkommen, sie abfotografieren und nach 2 Stunden dann wieder abfahren. Mit 15 habe ich mit Graffiti angefangen. Jetzt bin ich 27. Meine Nähe zur Stadt ist durch Graffiti entstanden. Das interessierte mich. Und so bewege ich mich durch die Stadt. Die Arbeit auf der Straße war für mich ein lebhafter Ort des Austauschs, verband sich gut mit meinen Ideen. Und meine ganze Unruhe packte ich in den Namen Luce. Meine Sicht auf die Stadt wurde zu einem dauerhaften Spiel mit meinem Namen. Durch meine Arbeit sehen die Leute Häuser und Räume, die sie vorher so nicht gesehen haben. Und meine Wahl der Orte ist zugleich ein Wegweiser zu weiteren Arbeiten von mir. Inzwischen suche ich mir abgelegene Orte aus. Das Verlassene, Verwahrloste wird ja erst wahrgenommen, wenn du da etwas angebracht hast. Dann wird es erkannt. Hier zum Beispiel ist Luce nicht besonders gut zu lesen. Eine Verbindung dazu gibt es auf der anderen Seite. Da habe ich noch eine Holzskulptur angebracht. Meine Eingriffe sind immer ganz minimal und sehr einfach. Es sind Zeichen, die von der Gesellschaft als illegale Aktionen betrachtet werden. So eine Arbeit gibt mir sehr viel Freiheit. Denn nur die Leute, die meine Sachen kennen, verstehen sie. Schau, Luther hat das gemacht. Diese Stufen sind wie eine Leiter, um etwas Verschlossenes zu betreten. Es gefällt mir sehr, den Leuten so den Zugang zu ermöglichen. Wenn man das einmal gesehen hat, ist es für viele ganz leicht, diesen Vorschlag anzunehmen. Ich bin Valencianerin, Valencianerin bis zum Tod. Mein Restaurant ist hier im Stadtviertel El Carmen. Ich brauche nur 1 Minute, um alles zu finden, was ich brauche. Alles frisch vom Tag, das ist wunderbar. Valencia hat ja viel mehr zu bieten als nur Paella. Die Markthalle ist mein Herz. Da finde ich alles für die Arbeit in meiner Küche. Also los, lasst uns reingehen. Ein halbes Kilo. Valencianas.
Die Granatäpfel aus Valencia sind einfach großartig, umwerfend. Die Farbe, das Rot, die dicken Kerne, das sind die Diamanten von Valencia. Das ist aus unserem Garten. Valencias Gemüseplantagen. Schaut mal nach oben. Das hat Valencia groß gemacht, die Apfelsine. Zitrusfrüchte haben Valencia reich gemacht. Wenig Schale, das ist wichtig. Eine Orange mit viel Fleisch und viel Saft. Da steckt Valencia drin. El Cabañal liegt direkt am Meer. In diesem Stadtteil lebten die Fischer. Sie wollten natürlich ihren Reichtum, genau wie die reichen Valencianer, nach außen zeigen. Sie benutzten Kacheln, die sie blau und weiß bemalten. Blau steht für das Wasser, für die Fischer. Grün steht für die Gemüseplantagen um Valencia herum, in denen die Bauern arbeiten. El Cabañal wollte von der alten Stadtregierung teilweise abgerissen. Eine große Straße sollte bis ans Meer geführt werden und dabei sollten 1800 Wohnungen einfach abgerissen werden. Die Neustadtregierung wiederum hat das Potenzial dieses Stadtteils natürlich erkannt und erlaubt jetzt auch wieder den Einwohnern, ihre wunderschönen Häuser zu renovieren. Und auch wir als Architekten haben endlich mal wieder Arbeit in dieser Stadt. Schön ist natürlich, dass jetzt auch die Menschen, die hier leben, jetzt endlich mal wieder Hoffnung haben, dass sich etwas bessert.